Du spielst nicht zufällig Gwent, oder? Aber klar, ich habe mein erstes Blatt vor Jahren in Sintra bekommen. Seitdem habe ich als Skellige das Spiel beigebracht. Warum fragst du? Willst du spielen? Ja, aber sowas von. Ja, lass uns eine Partie spielen. Eine Partie gewinnt aufs Gellige. Und damit herzlich willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Plus. Die Gewinnparts. Ja, und zwar in der nächsten Runde ist hier Gewinnspiele ins Gellige. Das sind insgesamt 5 Stück, zumindest laut Quest. Und dann gibt es noch einen, ja, eine Secret Card, kann man eigentlich sagen, eine Secret Quest. Und zwar wird die allerdings erst ausgelöst, sobald man die Krönung hier aufs Gellige gemacht hat. Das Spiel ist man halt dazu beigetragen, dass entweder Hjalmar oder Cerys gekrönt wurden. Bei Svanrik funktioniert es nicht, ne, es müssen schon entweder halt Hjalmar oder eben Cerys sein. Gut. Dann gehen wir endlich los und unser erster Gegner ist eben der gute alte Moissac. Den kennen wir unter anderem aus den Büchern und eben auch aus The Witcher 3. Ja, Monster momentan spielt er nicht so etwas Besonderes. Oh, ein Greif. Naja, ein Greif alleine, macht nicht gerade viel her. Mal gucken, was er dazu sagt. Dein Gegner. Oh, ein Waldschrat. Natürlich ein Held auch noch. Wie sagen eigentlich Waldschrat ein Held? Na ja, gut, kommt drauf an, wa? Wir hatten ja auch schon hier in Skellige eine Quest, wo er als Held quasi verehrt wurde von Älteren. Ich sag dazu nur der schreckliche Sven. Ich glaube sogar irgendwie ein Part davon, von der ersten Staffel heißt so bei mir, genau. Alter, jo, jetzt hält er ein bisschen. Das sind Vampire, wa? Die Ekimas, glaube ich sogar. Nein, Bruxa. Ah, nee, stimmt, das sind ja nur Vampire, genau, das ist ja auch so eine Sache. Ein Monster kann, wenn du halt die spawnen willst, du musst nicht nur den ganzen Namen stimmen, nö, nur der Anfang. Wie zum Beispiel auch bei den Mumen, oder? Also auch die eine ist Weberin, die andere Brauerin und so weiter. Okay, man sieht, ich muss ein bisschen Gas geben, aber ob das so eine kluge Idee, wenn er jetzt noch irgendwie ein Horn rausholt. Okay, er passt. 17 Punkte, verdammt, das ist vielleicht ein bisschen heavy gewesen. Okay, gut, ich passe auch. Und dann, ja, natürlich mit Ciri sowieso übel. Gut, nur so ein doofer Necker bleibt auf dem Feld. Dijkstra. Soll ich Dijkstra spielen für 2 weitere Karten und dann. Ja, wieso eigentlich nicht, wa? Sehr schön. Das passt doch. Dieser alte miese Peter. Oh, leck mich am Sack. Jetzt wird's langsam heavy. Naja. Was muss, das muss, wa? Versuchen wir es mal. Im Notfall kann ich ja da noch mit meiner Sanität drin agieren. Noch 3 Karten. Soll das echt schon? Nein, muss fast, wa? Foltest, gutes Wetter! Ach, Foltest, ey. Ich fand so ein geiler Charakter. Wieso muss er denn Witcher 2 sterben? Naja, wieso wissen wir ja, aber trotzdem, es war. Naja, ich wünschte, es wird es hier noch in Witcher 3 geben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne sehen wir Full-Test erst, wenn ich dann mal The Witcher 2 Let's Playe. Was noch ein bisschen hinziehen kann, aus Gründen. Na, komm mal, ich sag, guck mal, kannst du da? Ne, kann er doch nicht. Er kann nichts aufholen. Wir haben gewonnen! Moissac geschlagen. Ich glaube, wir kriegen von ihm sogar den Waldschrat. Das spielt die Heldenkarte, die wir vorhin gesehen haben. Na, Moissac, altes Haus ist jetzt aus. Habe ich recht oder habe ich recht? Meinen Glückwunsch. Gutes Blatt. Aber es fehlt noch eine Kleinigkeit. Hier, nimm diese Karte. Danke. Du hast es wirklich drauf. Du solltest Krach herausfordern. Ich habe ihm sein Blatt zusammengestellt und das Spiel gezeigt. Aber der Schüler hat seinen Meister übertroffen. Gremist gibt es auch noch. Der ist zwar ein übler Kerl, aber er hat fraglos Talent. Ja, die kennen doch beide. Sowohl Krach sowieso, aber natürlich Gremist, unser alter Braumeister. Besoffener, wohlgemerkt. Okay, ein Waldschrat. Mache ich bis Goyate, das ist ein Monster, hallo. Genau, da hier haben wir den Waldschrat, Alter. Mit 10 Heldenkarte, geil. Der Rittersporn ist eigentlich auch ein Monsterdeck. Ich will reden.
Hast du schon mal Gwent gespielt? Ha! Moisak hat's mir beigebracht und mir einen Kartensatz gegeben. Möchtest du spielen? Lass uns eine kurze Partie spielen. Ja, aber sowas von. So, ja, ich muss fast wieder noch ein Königreich nehmen, weil die anderen haben ein bisschen zu schwach und auch bei Nilfgaard fehlt mir die eine oder andere gute Karte. Und dann mal ein Monster-Deck. Alles natürlich klar, klirrende Kälte brauchen wir sowieso. Wir haben hier ein paar Helden, sehr gut. Dann kann eigentlich Kira mal weg. Die könnten noch nützlich sein. Ja, Rittersporn. Hey, der gute alte Rittersporn. Sieht zwar ohne Balladenheldenzusatz ein bisschen doof aus, also ohne Mütze drauf und so. Dann fast ein bisschen an sein Aussehen aus The Witcher 2, da war er auch ein bisschen, naja, sehr gewöhnungsbedürftig. Bitte was? Was spielt denn der für Mist? Soll ich mal ein bisschen Druck machen? Ja, wieso nicht? Mit der guten Ciri, dem Löwenjungen. Ich weiß nicht, ein bisschen doof wegen Löwenjungen, hey, ist doch Mädchen, aber so wird es halt bezeichnen. Löwenjunges, war wohl eher. Nein, nicht Waldschatz, sondern Traug war genau. Trag plus Feuergenius. Okay, ich muss schon ein bisschen in die Offensive. Erdgenius. Ja, toll, kommt noch ein Eisgenius dazu, oder was? Rittersporn Boost. Oh, das wird ein harter Fight gegen Krach. Das wird heavy. Ja, strömender Regen. Ist immer geil. Wow, weil er 20 Punkte, das ist heavy. Du bist ein Arsch! Autsch! Gut, war nur eine Karte, aber trotzdem haben wir Wese mir. Ich meine, können zurückholen, aber naja, muss fast da. Das ist doch. Schwimmen sie am besten, wa? Ich habe gutes Wetter ja immer noch, aber dann helfe ich vor allem ihm, also von dem her. Oh oh. Jo, genau das meinte ich. Ja. Gut, mein Vorteil ist ja noch 3 Karten. Yeah! Jetzt müsste ich langsam mal eine Kälte spielen. Wenn noch ein bisschen mehr in Angriffmodus geht. Ich habe ja meinen Ciri. Mal gucken. Jetzt bin ich wieder ein bisschen vorne. Hoffentlich spielt es auf Angriff. Jo, gut, aber Triss hilft mir jetzt nicht so wirklich. Man hat 2 Karten. Ich muss die Runde fast gewinnen. Ich brauche noch eine starke Angriffskarte. Bei ihm 2 Karten, 7 Punkte muss er erstmal noch aufholen. Also von dem her. Wow. Hat zwar gelohnt, es hat noch eine Karte. Gut, ja, das ist natürlich sowieso immer so. Der Runden begehen und wir sind am Zug. So, Tribok. Ja, Kumpel, jetzt muss eine Karte spielen. Extrem dichter Nebel und wir haben gewonnen wieder mal. Auch Krachenkret war uns nicht gewachsen. Katapult und Zackebums. Du bist gut. Ist dir das klar, Wolf? Ich habe hier diese seltene Karte. Nimm sie. Du kannst sie besser gebrauchen. Danke. Du könntest einen Mann im Dorf von Kertrolde herausfordern. Er ist zwar nur Schneider, aber doch ein würdiger Gegner. Sjuster heißt er. Alles klar, neuer Gegner und wir kriegen Draug mit einer Monsterkarte für unser Monsterdeck. Krass. Tag. Das Meer ist glatt heute früh. Als wollten die Götter selbst dem großen Konung Bran Respekt zollen. Bist du ein Schneider? Bin ich. Wohl der Einzige auf den Inseln. Spielst du zufällig Gwent? Oh ja, das ist meine Leidenschaft. Möchtest du spielen? Allzeit bereit. Es kann losgehen.
Seine Leidenschaft. Alles klar. Und ja, er ist auch der einzige Barbier hier, also von dem her ist gut zu finden. Alter, er spielt ein Königreich mit einem seltenen Volltest. Obwohl, naja, also wenn es Dienstvoll ist, jetzt nicht so stark, ganz ehrlich gesagt. Aber egal, jo, es kann jetzt nicht gebrauchen. Das könnte lustig werden. Was mache ich da? Direkt anlocken oder direkt voll auf Angriff, ja? Zerstöre die stärksten Lagerungseinheiten. Durch meinen Monster-Deck eher ein bisschen doof, oder beim Scoia'tael-Deck als Gegner, weil die setzen eher weniger auf Belagerungseinheiten. Deswegen bevorzuge doch eher mein Fultes, weil den kann ich immer einsetzen. Wettereffekte brauchst du auch immer, also von dem her. Gut, wie gesagt, wie spiele ich jetzt? Mit Wesen oder Triborg war? Muss nicht immer das gleiche spielen. Triss Marigold. Ja, auch die kriegen wir bald. Allerdings nicht hier in Skelliges, sondern von unseren Freunden. Werden Roger. Das ist eigentlich Triss im Nahkampfbereich. Verstehe ich auch nicht ganz. Sie ist eine Zauberin. Hallo? Ja, toll. Das hat es voll gebracht. Der Bordreibolen hat keine Chance gegen Helden. Ja, ich muss gerade sagen, so zaubermäßig und logemäßig müsste doch Triss auch eher so als Fernkampf-Einheit dienen. Aber nun ja, oh. Aber in 8 hat es voll gelohnt. Der spielt irgendwie ein bisschen doof, habe das Gefühl, war. Kleine Kälte mal spielen. Jo. Wenn es langsam ins Kluges bringt, kann ich mal auf. Gut, nehmen es gleich viele Karten, war. Da jetzt irgendwie schon zu sagen, ich passe, wäre schon ein bisschen sehr verfrüht. Ja. Es war auch mindestens noch 2 Karten, war, um mich auszuboten. Nachdem wir sogar gewinnen. Was macht er jetzt? Das bringt doch nichts. Alter, was machst du da? Oh. Er verarscht mich, geil. Jo, ist klar. Ein Spion nach dem anderen, ja leck mich und 27. Er hat gewonnen. Aber nur noch eine Karte, beziehungsweise natürlich jetzt gleich 2, trotzdem. Mit 2 Karten 2 Runden zu gewinnen mit deutlichen Königreichen. Viel Spaß. Jo, wollte gerade sagen. Wissen, wie sie mir spielen, war. Der ist immer gut. Allein auf dem Feld gewinnt auch er, der alte Haudegen. Und die Runde ist unser. So, da 5 Karten. Der Norden zieht. Mit denen fahren wir ein bisschen punkten? Nö. Na, was macht er jetzt mit noch 2 Karten? Oh, ein bisschen Drachenjägermäßig. Okay. Ich frage mich gerade, ob das die Drachenjäger aus dem Buch sind. Also sprich, oh, was war schon wieder? Ich glaube, das Schwert der Vorsehung war mit 3 Bullen und war es der letzte Wunsch. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die zuordnen soll. Aber egal, gewonnen, das ist die Hauptsache. Yeah! Bravo. Ein überzeugender Sieg. Glückwunsch. Fehlt nur noch Gremis und noch ein Secret-Charakter. Quatsch, natürlich. Einen Charakter, den wir durch Gremis bekommen. Und dann noch den Secret-Charakter. So, und schaut raus, Yevin. Was denn das? Nördlich, nö. Scoia'tael, jo. Scoia'tael. Gut, ich kann die Position switchen, da ist auch nice. Ich glaube, langsam wären wir stark genug, mal mit dem Scoia'tael-Deck zu testen, war. Ja, wobei mit dem HK-Verteidiger. Wieso können die sich gegenseitig spawnen? Das ist auch so doof. 3x5 wäre so geil. Ah, wir haben schon ein paar starke Karten, das stimmt natürlich schon. Gwent? Jemals Falls du wissen willst, Angst zu verlieren? Kann ich verstehen. na schön, raus mit deinen Karten. Wenn du gewinnst, kriegst du mein Prunkstück.
So will ich das sehen. Der 4. Kampf hier auf Skellige gegen Grimmist. Okay, dann mal gucken. Er spielt mit Nilfgaard. Naja, soll er mal. Oh, er hat noch Starkkarten auf der Hand. Ne, nehmen eine Mu. Ja, toll. Ich habe 4 Sonderkarten auf der Hand. Das ist nicht unbedingt so geil. Ja, wieso nicht? Den König von Kovia und Povis. Zumindest noch gewesen in Büchern, weil dann wurde am Schluss ja kalt gemacht. Das ist schon sein Sohn. Nee, muss noch der Alte sein, wa? Gehen wir mal in die Offensive mit 20 Punkten. Ja, 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 ja. Jo, so ein kleines Problem. Heldenkarten draußen, geil, haben noch so viele Sonderkarten. Der Regen. Da ist doch ein Arsch, ey. Volltest! Ich finde Volltest so geil. Regis! Ich verstehe echt nicht, wieso Regis hier keinen Sondereffekt bekommt und vor allem natürlich auch, wieso es viel gefordert als Karte gibt. Die beiden könnten so hier deftig abräumen. Naja. Da gibt es dann mal bei Hearts of Stone der Blood and Wine. Könnte ja sein. Aber die erste Runde gehört mir. Jetzt natürlich schon die stärksten Karten rausgehauen. Das war vielleicht nicht ganz so clever. Naja, und ich muss spielen, weil der Gegner eine Nilfgaard hat. Und er deswegen mein Unentschieden gewinnen würde, was für uns ja doof wäre. Der will mich verarschen, du. Jennifer von Wengerberg. Schupp. Jo, bringt's total. Nur Gesandter mal 2. Jo, jetzt will langsam mal sagen, verbrennen sie. Tschüss. Die Messer verbrennen echt eine krasse Karte. Nimm sie auf den höchsten Wert auf dem Feld und alle Karten, die diesen Wert haben, weg. Dann spielt nochmal Regis. Ich hole mal West zurück, um mal zu gucken, was er jetzt macht. Man hat nur 2 Karten, also müsste ich eigentlich locker gewinnen. Oh, the good weather. Und West erneut im Angriffsmodus. Natürlich im Nahkampf, Entschuldigung, ist nicht kein Yu-Gi-Oh! Ja, schaut sich selber an, schlecht. Ist eigentlich unlogisch, weil Regis macht ja weder Hitze noch Kälte was aus. Ich meine, so als höherer Vampir und so, naja. Du hast gewonnen. Ich glaube, du solltest Lugos den Irren herausfordern. Ich möchte wissen, ob er mit dir um seinen Katakan spielt. Jo, Lugos also nächster, aber bei Lugos muss man gucken, dass man den rechtzeitig genug herausfordert, weil man kennt von der Story her und so, sind ihn halt, wenn es so um die Quest mit dem Sonnenstein und so weiter geht, sind ihnen bereits, naja, das Lebenslicht auspusten, danach dagegen zocken, geht natürlich nicht mehr. Aber Lagekrieg, geil, Mann, Spion mit 0 Punkten, Alter, noch plus Ultra. Gehört natürlich jedes Deck, ist eine neutrale Karte. Natürlich gilt das gleiche für Krach an Kret, weil Krach, wissen Sie ja, also Schlag gegen die wilde Jagd, ein Skellige. Leider stirbt er im Kampf gegen Eredin und deswegen kann natürlich nicht nach der Schlacht gegen die wilde Jagd noch mit ihm spielen. Jo, ansonsten noch Königreiche. Das wird stark drauf war. Gut, Wesemir sind ein bisschen unnütz, aber fehlt eine andere Heldenkarte. Naja, aber es wird. Lugos der Irre. Nun, was gibt es? Reine Neugier. Warum nennt man dich den Irren? Darum. Geile Antwort. 2 Clans auf einer Insel.
Ist es nicht schwer, Nachbarn zu sein in solcher Nähe? Ein Nachbar ist jemand, der in der Nähe wohnt. Nicht jemand, der dir die halbe Heimat gestohlen hat. Die Ankret haben unser Land besetzt. In den Tagen von Harald dem Krüppel, vor 3 Jahrhunderten. Das ändert nichts daran, dass sie kein Recht dazu hatten. Ich werde Artskellig von Krach und seiner Brut befreien. Ja, viel Spaß dabei. Gwent, kennst du das Spiel? Scheißen Möwen von Klippen? Zeig mal dein Blatt. Wir spielen um meinen Katakan. Scheiß Möwen und Klippen. Dann zeig mal, was du drauf hast. Den Spruch muss man merken, Leute, der ist nicht schlecht. Wieder gegen einen Monster-Deck. Ach du Scheimkreis, okay. Ja, wir haben Haferlach auf der Hand, geil. Kann ich mal diesen Dietmold weglegen, war der Detmold. Runde beginnen und ich bin am Zug. Avalach. Alter, eine Heldenspionkarte mit 0 Punkten. Gibt's eigentlich was Besseres als ihn? Mal ganz ehrlich, ich glaube kaum. Noch 2 Punkte war, müssen wir fast eigentlich schon mit Helden loslegen. Andererseits, vielleicht klüger war. Wow. Er hat noch ein bisschen gewartet, der Trottel, aber gut, ich meine, das Lugos der Ire, ich meine, jo, warte ich halt noch auf eine Karte à la Jennifer und so, eine andere Karte zurückzuholen war. Eine Ambulanzkarte können wir fast schon sagen. Ja, das lohnt sich auch ungemein. Alter, Lugos ist so ein Spinner, hey. Soll er erstmal was bieten? Oh. Hehe. Der verarscht Arsch! Leck mich am Tschöpli. Natürlich falle ich direkt auf so ein Arschgeige rein. Nein! Michael, das war geil. 1A. Mhm. Gut. Muss er halt dran. Ich warte mal kurz, was anderes so bringt. Ja, toll, wese mir. Ich brauche ein bisschen was Mumen-like. So mit 3-mal gleich mit Angriffspunkten und so weiter. Und dann spiele ich 3 Bohlen aus. Ist das geil, aber so. Ja, natürlich. Noch 3. So 3 Monster. Oder ja, sag ich mal 3 normale Karten, die so gegenseitig helfen würden. Das bringt ja auch nichts. Der Gegner passt. Oh, ich hasse dich, Lugos. Gut, jetzt müsste ich ja. Ja, das ist das Problem jetzt. Welcher von den 3 spiele ich, welcher ziehe ich nachher in der Runde gewinnen? Na, Ritter schon mal zurück, da ist klar, den brauche ich noch. Das wäre sonst Verschwendung. So. Wieso nicht? Ich habe noch 3 Polen mit dem Verbrenneffekt. Also Monster sind sowieso, wie gesagt, eher ein Direktangriff. Also ist natürlich 3 Polen schon geil. Toll. 1, aber natürlich wieder 2 Karten, die eigentlich nur dem Gegner helfen. Verdammter Mist. Katapult! Dann noch 5 Karten. Oh, das könnte eng werden. Mit der engen Bindung ist das echt scheiße, Mann. Du. Jo, 3 Bohlen, wie sieht's aus? Noch nicht ganz. War vielleicht später noch eine weitere Karte. Verdammt. Ein Verbrennen ist immer geil, aber wenn ich nicht gerne etwas, wo ein bisschen mehr Powder hinter steckt. Ja, einmal 10 war es ein bisschen doof, aber. Komm schon, das noch 3 Karten, komm schon, bring noch ein paar stärkere Karten wieder da. Ja, du hast ein Regenspiel oder was? Gut, ich meine, hat noch, ja. Hat noch Fulltest, das ist schon, trotzdem. Wow, der 2-mal neben, schlecht. Noch eine Karte, jetzt muss ich langsam eine 3 Bohlen kommen. Ich bin Volltest, Sonne erscheine! Was für ein Effekt, ja. Jo, das war's für dich, Lugos, du Irrer. Irrer ist keiner. 3 Bohlen, Willen drin mehr. Verbrennen.
krass war. Ich würde dich gern aufschlitzen, aber dann heißt es, Lugos wäre noch irrer. Nimm den Katakan und verschwinde. Jo, abgesehen davon wärst du dann nachher tot, also von dem her Lugos nicht so die beste aller deiner Ideen. Vampir Katakan. Ja, da müsste eigentlich in der Lage sein, alle Vampire zu rufen, oder? Nur alle Katakane? Ja, eigentlich alle Vampire, wa? Spielt es keine Rolle, ob es Bruxa oder sonst irgendwelche Typen sind. Jo, geil. Uns fehlt uns noch eine Mume. Naja, kriegen wir auch noch. So Leute, das waren alle, ich sag jetzt mal, alle normalen Spieler. Oh, wir kriegen so noch Emir für Amreis. Geil. Das waren eigentlich alle regulären Skelliger Spieler, spezielle Karten. Und die letzte Karte auf Skellige, die ein bisschen speziell ist, sprich, die man nur einmalig bekommt, die kriegen wir von jemand ganz anderem. Jo, und das, wie gesagt, ist nach der Krönung mit der Quest Schocktherapie. Vielleicht sagt er was, wenn ich sein Feuer lösche. Das ist ein bisschen doof gemacht, das Ganze. Also, ich habe echt eine Weile gebraucht, bis ich mal drauf gekommen bin, was ich eigentlich machen muss. Bist du der stumme Druide? Oh ja, dumme Frage. Haben Sie versucht, dich auf eine andere Weise zu heilen? Mit Tränken oder Kräutern? Nicht nur stumm, er scheint auch noch taub zu sein. Nee, das nicht, aber, naja. Wann hast du deine Stimme verloren? Kannst du mir das zeigen, mit den Fingern? Wie charmant. Ja, wieso sagst du doch etwas, Geralt? Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bis dann. Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Nee, das Problem ist... Damit lässt sich viel Lärm machen. Vielleicht sollte ich sie gegeneinander schlagen, wenn er schläft. Das ist Variante Nummer 1, aber halt mit Art. Jo, deswegen habe ich hier ein bisschen geschnitten, weil es sonst lange gedauert hätte. Das ist Punkt Nummer... Also die eine Variante hier. Aufs Bienennest, weil es geht darum, wir müssen ihn verärgern. So, natürlich total sauer drauf. Was soll das, Mann? Dann machst du eine Geste auf unsere Richtung, weil er weiß, dass wir sind. Yeah, Mann! Genau, das war Nummer 1. Dann Nummer 2. Das ist halt ein Problem, da müssen wir gucken, wo er gerade steht, wa? Jetzt gerade ist er da beim Feuer. Ja, ist auch ein bisschen doof. Wir müssen natürlich das Feuer ausmachen, aber auch mit Art. Kannst du auch nicht machen, weil Ziel kannst du nicht angreifen und so weiter. Ja, das ist ja ganz geil. Mann, oh, das ist... So, 2 von 3. Was soll das jetzt für ich, du Arsch? Und das dritte ist hier bei den Töpfen. Das Problem ist, er muss hier von Töpfen stehen. Und das macht er gerade nicht, weil er sind noch im Feuer. Und damals halt, da wo wir die Quest aufgenommen haben und so, dachte ich mir so, verdammt, was muss ich da machen? Und so, ist er alles bereits gemacht? Ich glaub's auch nicht und so, was soll das? Wieso geht's nicht? Ja, dann ist halt alles nötig, um eben noch eine seltene Karte zu kriegen. Seht ihr? Also eingesetzt. Was bringt es? Steht ihm noch 2 von 3 statt 3 zu 3. Und das ist wirklich das, was man machen muss hier. Aber eben erst halt kurz davor steht. Das heißt, ihn wieder hinzubringen. Und selbst geht eigentlich auch nicht. Man muss, glaube ich, sogar ein bisschen warten. Mit Meditieren und so weiter. Bis er endlich mal von Töpfen steht. Ja, ist ein bisschen doof gemacht, die Quest. Wobei das ihm noch Version 1.0 lag, weil das mittlerweile dann schon verbessert worden. Kann natürlich alles sein. So, und wenn man es noch ein paar Mal versucht, bis ich gemerkt habe, oh, nee, der bringt gar nichts, jetzt, verdammt, was mache ich jetzt? Im Reden-Variante. Und er denkt sich nur, dieser Arsch. Wenn ihr halt wüssten, wieso er so drauf ist, dann wäre es ja auch klar. Also es gibt einen bestimmten Grund, wieso sich uns gegenüber so verhält und so. Und das werden wir gleich herausfinden. Der muss da hinlegen, das Problem. Dich endlich, du! Oh nein!
Mein Schweigegelübde, alles umsonst. Ups. 3 Jahre lang kein einziges Wort, keinen Piep, bis heute. Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen. Zufrieden? Ich hab's nur gut gemeint, wirklich. Nun, es ist aber nicht gut gelaufen. Geh mir aus den Augen, du Mistkerl. Das war mal richtig geil, wa? Von wegen Schocktherapie und so, jetzt zurück zu dem, der uns da oben die Quest gegeben hat, nach der Krönung. Ah ne, ist bereits in der Höhle zurück, okay. Der hat nun Spaß erlaubt und uns verarscht, kann man so sagen, dass uns nichts gesagt dazu. Ist immer ganz geil, wa? Ich bin hier falsch, das ist die Höhle von Moisak. Ja, Langnebelkönigin Ceres! Aber zumindest was. Hier Hjalmar genommen hat? Ne, ich glaube wieder Ceres. Komm her, Hexer. Egil will dir was sagen. Der Junge, den du erwirbst, wird mich verlassen. Ja? Ich habe ihn bis hier drüben klar und deutlich gehört. Gute Arbeit, Hexer. Deine Belohnung, wie versprochen. Ich werde nicht gern zum Narren gehalten, vergiss das nicht. Sonst wirst du nächstes Mal sprachlos sein. Oh je, der ist einer sauer, wa? Naja, verständlich. Sollte ich immer zum Plaudern zu Kremis gehen? Und das war's nun mal für heute hier mit dieser Quint-Episode Spiele in Skellige. Das nächste Mal geht's dann los mit der Quint-Quest Spiele gegen Freunde. Bis dahin, ciao zusammen!